Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Hollow Knight. Wir befinden uns ja momentan in der Stadt der Tränen, glaubst du? Oh, falscher Knopf. In der Stadt der Tränen, genau, jawohl. Wir hocken ja momentan hier oben umeinander, weil wir hier unten gegen den weißen Verteidiger kämpfen. Da habe ich ja wunderschön schon das Portal bereit gemacht. Aber wir haben in meinen Augen die völlig falschen Sockel mit dabei gehabt. Ich persönlich würde sagen, wir nehmen mal den Sporenpilz und den Wegkompass mit raus. Und versuchen jetzt mal mit dem schweren Schlag. Und ich hoffe und denke, dass wir das eigentlich so gut bekommen sollten. Und jetzt sollte ich ja eigentlich... Genau, ich hoffe, das funktioniert so. Jawohl. Dann sollten wir ja eigentlich so unser Portal können brauchen. Genau. Wunderbar, wunderbar. Und so sollten wir direkt wieder in den Kampf können gehen gegen den lieben weißen Reiter, der da am Urschnarchen ist wie der letzte Weltmeister. Und ich würde sagen, let's go. Und schauen wir, dass wir ihm das mal auf den Keks hauen. Jetzt hoffe ich, dass mit einem schnellen Schlag... Jetzt habe ich den richtig weggenommen, oder? Oder haben wir schon angehüchselt? Vor dem versteckten Kraft... Nein, ich habe das Falsche mitgenommen! Ich nudle! Ich kann schneller hinwählen, nicht schwerer Schlag! Oh Mann! Aber das andere hat eh 3 gekostet. Ich habe gesagt, wir probieren es in dem Fall mal so aus. Muss ich einfach schauen, dass ich gut ausweichen und sonst müssen wir dann halt nochmal den Weg zurück machen zum neu ausrüsten. Let's go! Weisse Verteidiger! Makunda, los geht's! Oder? Hoppa! Ich muss ein bisschen... Der lange Nagel wäre vielleicht auch nicht so schlecht an dem Punkt. Gut, aber gerade noch schnell das Leben entgegengewirkt. Nein, okay. Komm, ich bleibe jetzt einfach so fest drauf wie möglich. In der Hoffnung, dass wir ihm gut Schaden einheizen. Leben anfüllen. Jetzt habe ich gehofft, ich kann noch gut ausweichen, aber... Menno! Komm, stirb einfach! Hä? Dass er so schnell wieder auftaucht? Komm, nur noch ein Leben, ich habe irgendwie das Gefühl... Komm. Hoppa, da ausweichen. Oh. Oh, nein! So, lieber aber nochmal 2 Leben angefüllt. Komm, füllen wir gerade nochmal nach, wenn es klappt. Jawohl! Oh, da die Stacheln wieder. Kommt noch 2 Leben, komm! Machbar, komm! Ich habe das Gefühl, ich stelle mich ein bisschen dümmer an, als das Ganze wirklich eigentlich ist. Wow! Oh, gerade noch glücklicherweise noch schnell nachfüllen. Nein! Er hat mich gerade noch getroffen. Mann! Aber ich habe irgendwie das Gefühl... Komm, ich mache mich gerade auf den Weg nochmal zurück. Tut mir leid für den kleinen Fehl. Aber ich habe sowieso das Falsche mitgenommen. Ich glaube, bei dem bräuchten wir völlig eine andere Kombination. Und ich weiss, glaube ich, auch schon welche. Ich muss da ganz kurz nochmal zurück aufs Bänkchen gehen. Ich hoffe, ich bringe das schnell und gut an. Aber ich muss sagen, das Traumschild hilft mir schon ziemlich sehr, eigentlich die komischen Böllen abzuwehren. Aber ich würde gerne eigentlich den langen Nagel mitnehmen und den schnellen Hieb. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, so kann ich dann ein bisschen besser auf Abstand bleiben. Und ich glaube, Abstand ist das, was wir jetzt gerade momentan eigentlich brauchen. Weil jedes Mal haut mir eins auf den Keks, wenn ich am Schlafen bin. Und ich glaube, mit dem langen Nagel könnten wir genug Abstand haben, dass das eben nicht mehr würde der Fall sein. Jetzt muss ich schon schauen. Ich glaube, genau, nicht irritieren lassen. Da unten ist die Fake-Station. Jawohl, let's go. So, einmal abhöckeln. Gut. So. Dann ist die Frage, was nehmen wir dafür raus? Ich würde einfach wirklich sonst sagen, wir nehmen die 2 Sachen raus, die nehmen wir auch mit raus. Gut. Am besten wäre eigentlich... Wie viele Sockel haben wir jetzt? Kann ich den da mitnehmen plus... Der schnelle Hieb, jawohl. Seelenfänger, Zeichen Stolz und schneller Hieb. Durch das haben wir allgemein mehr Schaden zur Verfügung. Jetzt ist halt einfach noch die Frage, jetzt habe ich noch einführige Sockel. Und jetzt ist die Frage, was nehme ich dafür mit? Der Sporenpilz, eben, ich lade mir ab und zu ein bisschen Leben an, aber... Was kostet denn alles nur? Laufmeister wäre natürlich auch noch... Schwierige Wahl. Der bringt das nicht. Braucht es einen Nagelmeister, aber... Aufladbarer Schlag wird ziemlich schwierig gegenüber ihm. Ich bin schon fast wirklich im Überlegen, noch schnell den Sporenpilz mitnehmen, durch eine Qual oder trotzdem den Wappen des Verteidigers.
Aber. Stabiler Körper verhindert, dass der Träger umeinander fliegt. Aber. Ich würde sagen, komm, wir nehmen den Sporenpilz noch mit. Weil ich schaffe es ja ab und zu mein Leben wieder auffüllen. Wieso laufe ich jetzt da durch? Wir können uns ja wunderschön teleportieren. Los geht's, nochmal zurück in den Kampf. Wir hauen ihm jetzt eins auf den Latz. Jetzt kann ich erst wunderschön Abstand heben und gleichzeitig schnell auf ihn draufschlagen. Ich habe das Gefühl, das ist das, was wir eigentlich benötigen. So, let's go. Ich denke, das kommt gut. Jetzt muss ich einfach fleissig gut ausweichen. Bei diesen Steinmauern weiss ich einfach, also wenn er da im Boden reinschlägt und dann kommen so Steinspitzen aus dem Boden raus, weiss ich noch nicht ganz genau, wie ich das muss machen, aber wir versuchen es jetzt einfach einmal. So, jetzt kann ich viel besser auf Abstand bleiben. Makunda, los geht's! Genau, jetzt sollte er mich eigentlich nicht mehr treffen. Genau. Ich habe das Gefühl, so sind wir ziemlich gut. Ah, genau, die habe ich gemeint. Aber so sind wir schön gemütlich auf Abstand und können wirklich auf den Latz hauen. Hoppa. Schön drauf bleiben. Ich hoffe, er vertreibt nicht allzu viel. Oh, jetzt kommt wieder wie ein Gummiböllen rum. Ah. Nice! Ich glaube, das ist das erste Mal, wo ich es geschafft habe, dem auszuweichen. Oh, jetzt schiesst er wieder, dann können wir wieder da voll drauf gehen. Ah, mühsam. So. Ah, Sporenpilz bringt doch nicht allzu viel. Okay. Ja, ich glaube, langsam ist er am Ende. Weil er verschwindet so viel. Okay, er schreit wieder rum. So weit sind wir bis jetzt noch nicht gekommen. Makunda, komm! Ich glaube, die Kombination ist wirklich nicht schlecht gegen ihn. Komm jetzt! Nice! Nice. Wir haben es angebracht. Yeah! Und im Hintergrund sehen wir auch noch, was mir gerade so auffällt, da hinten sehen wir auch noch die verschiedenen Ritter. Oh, jetzt nimmt er gerade Abschied und jetzt verschwindet es gerade. Die verschiedenen, die wir bis jetzt besiegt haben. Wow, es wird alles so hell. Freunde, ich werde unser geliebtes Königreich beschützen. Glaubt an mich. Meine Freunde, wir werden alle zusammen sein. Und jetzt schlaft er weiter. Hä? 1500 Essenzen. Aber er liegt ja immer noch da. Hä? Kann ich da nochmal? Hä? Kann ich da nochmal mehr Essenzen sammeln? Aber genau dort im Hintergrund sehen wir auch die weißen Gestalten. Das sind, glaube ich, verschiedene Kriege, weil der ganze Rechte ist der, der uns ja auf den Keks geht in der Traum. Hey, wir können nochmal gegen ihn kämpfen. Ist er jetzt nochmal stärker, oder wie muss ich das verstehen? Also komm, ich kämpfe jetzt nochmal gegen ihn. Okay. Ich hoffe, dass wir vielleicht gerade so nochmal Essenzen erhalten. Aber das finde ich erst aus, indem dass wir gegen ihn nochmal gekämpft haben. Ja, er ist einfach viel stärker unterwegs. Genau, und jetzt komme ich viel mehr Schaden auch über. Wow! Ja, jetzt haut er wirklich 2 Damage rein pro Mal, wo wir gegen ihn kämpfen. Also das ist schon mal ein bisschen eine andere Liga. Aber es klingt blöd. Jetzt probieren wir es noch einmal. Und sonst schauen wir mal weiter. Aber ich glaube, wenn wir ihn jetzt besiegen, dann können wir auch nochmal einen ziemlichen Zuwachs an Essenzen über. Und das wäre natürlich ziemlich nice. Aber jetzt ist er halt ein bisschen schneller unterwegs. Jetzt muss ich mich ein bisschen... Und darauf achten, dass ich wirklich keinen Schaden bekomme. Makunda! Auf in die zweite Runde, come on. Ja, jetzt Gumpiböllen. Nein, jetzt bin ich noch in 3. Knuddeln. Komm. Ah, die machen böse Schaden. Die Bömbeli machen auch 2 Schaden. Jägeli, oh Jägeli. Jetzt wollt ihr es aber wirklich wissen. Ich würde sagen, weißt du was? 3. und letzter Versuch und sonst können wir unseren Nagel verbessern. Und mal schauen, was dann passiert. Jetzt haben wir 1500 Essenzen, mehr als ich erwartet habe sogar. Und dann müssen wir schauen, ob wir sonst irgendeinen anderen Gegner noch finden, den wir besiegen können. Weil die, dunkelt mich, haben wir ein bisschen zu wenig Leben am Start gegen ihn.
Makunda! Auf in die nächste Runde. Let's go! What? Ui, ui. Okay. Ich muss wirklich schauen, dass ich besser ausweiche. Okay. Schon wieder nur noch 3 Leben. Also ist ja wirklich eine andere Liga gerade ein bisschen. Wow! So. Ah nein, jetzt habe ich gehofft, ich bin genau zwischen denen und kann Leben anfüllen. Oh Mann. Aber ich will sagen, wie ich angekündigt habe, machen wir uns doch jetzt auf den Weg zurück und schauen uns doch mal gemütlich nach, was uns jetzt bei der Essenzenhändlerin erwartet. Jetzt haben wir 1200, wenn ich mich nicht täusche, hätten wir müssen beieinander haben. Aber ich glaube, die Kombination ist wirklich nicht schlecht gegenüber ihnen. Aber jetzt wäre es nur ein richtig gutes Ausweichen und bla bla. Und vielleicht bräuchten wir auch noch ein paar Leben mehr dazu. Aber wir haben es bis jetzt auch noch die 2 Phasen geschafft in diesen 3 Versuchen. Darum würde ich jetzt mal sagen, die Tür können wir nicht aufmachen. Aber ich habe immer noch einen einfachen Schlüssel. Keine Ahnung wofür. Dann let's go. Einmal zurück in die gute Stube. Und dann schauen wir uns die ganze Geschichte mal nochmal an bei der Essenzenfrau, also bei der Seherin. Und schauen mal, was uns jetzt erwartet. So, dann machen wir schnell ein kurzes Päuschen. Und dann würde ich sagen, komm, die finde ich auch ohne Kompass. Dann müssten wir einfach schnell zu der ewigen Ruhestätte. Und dann schauen wir uns mal an, was sie uns zu sagen hat. Und ob wir jetzt das Limit erreichen. Aber eben, mir ist mal gesagt worden, 1800 bräuchte ich, um das letzte freischalten, was ich gerne würde freischalten. Darum müssten wir uns jetzt eigentlich nochmal in einen Kampf begeben, um noch mehr Essenzen zu sammeln. Die Frage ist, ob wir jetzt wirklich nochmal gegen den Dungeon-Verteidiger kämpfen, also gegen den weißen Verteidiger. Aber dann muss ich mir eine bessere Strategie ausdenken oder wirklich schnell irgendwie Spielskill bekommen. Ah, Träger, du bist zurückgekehrt. Lass mich einen Blick auf den Traumnagel werfen. Ja, das dachte ich mir. Mehr als 1500 Essenz. Der Traumnagel steht so kurz davor, vollständig zu erwachen. Geh weiter deinem Weg, Träger. Ich weiß nicht, was dich führt oder welcher Wille dich vorantreibt. Wenn du 1800 Essenzen gesammelt hast, werde ich jedoch hier auf dich warten. Nimm dieses Geschenk, möge es dir Stärke verleihen und dir dabei helfen, die Essenzen dieser Welt zu sammeln. Was gibt's jetzt? Nice, nochmal das Maskenteil. Oh mein Gott, jetzt fehlt uns nur noch ein Maskenteil. Dann kommen wir nochmal ein Leben über. Ziemlich nice. Aber die Frage ist, wo komme ich das letzte Teil überhaupt über? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe wirklich keinen blassen Schimmer, wo wir jetzt noch das Maskenteil herbekommen. Aber ich würde sagen, wir schauen doch jetzt gemeinsam schon auf den Karten entlang. Ah, da sehen wir auch noch wunderschön, wie wir ihn besiegt haben, den weißen Verteidiger. Nice. So. Erkundet haben wir ja, glaube ich, soweit mal alles plus minus, was man erkunden kann. Außer sehr viele Keimwege, wie es aussieht. Die Frage ist jetzt einfach, wo würde ich das nächste Maskenteil bekommen? Und das andere, was mir sowieso aufgefallen ist, ich kann alles im dunklen Schaden, außer der heulende Geist. Heulende Geister, genau. Den würde ich eigentlich gerne mal noch ein bisschen aufleveln, aber ich habe keine Ahnung wie. Jetzt bin ich am Überlegen, ob wir irgendwie nochmal hier runtergehen wollen. Da unten, wo jetzt mein Pfeil ist, da sieht es genauso aus wie die Fähigkeit, aber irgendwie hat das nicht funktioniert und darum bin ich am Überlegen, nochmal dort runterzusteigen und zu schauen, ob wir dort noch irgendetwas anbekommen. Und im Allgemeinen müssten wir dann sowieso schauen, dass wir irgendwo nochmal einen Essenzengegner würden bekommen. Die Frage ist einfach wo. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiss nicht, welche Bosse wir nochmal herausfordern und welche nicht. Darum wäre es halt wirklich eine gute Frage. Eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, ich probiere jetzt ausnahmsweise mal nochmal da runter zu gehen. In der Abgrund. Es kann sein, dass es jetzt einfach nichts bringt. Aber im Großen und Ganzen ist mir das eigentlich wurscht, weil ich bin einfach froh, wenn ich das ausprobieren kann. Dann mache ich lieber mal schnell einen Leerlauf. Dann müssen wir genau in die versteckte Station und dann schauen wir uns gerade mal an, ob uns dort nochmal etwas erwartet. Und dann probieren wir mal herauszufinden, wie das genau funktioniert. So. Und vielleicht finden wir ja auch gerade noch einen Kampf für Essenzen. Genau, weil den würde ich gerne herausfordern. Aber soweit ich das weiss, sollte das erst ab 1800 Essenzen funktionieren. Und daher probieren wir jetzt die 1800 Essenzen noch zusammenzubekommen. Dann gegen den weißen Ritter zu kämpfen. Und nachher machen wir uns ganz langsam auf Richtung Hollow Knight, also Richtung König. Und versuchen mal im Kampf gegen ihn zu gewinnen. Aber ich muss jetzt zuerst mal alles komplett runter. Genau. Dann machen wir doch das.
So. Ja, das haben wir auch schon gelesen. Jetzt müssten wir da eigentlich einmal alles komplett abwerten. Ich lasse mich jetzt plus minus gehen. Schauen, genau, das sind nicht die Stacheln mich verwutschen. Da sind wir ja schon gewesen. Okay. Ah! Dumme Nudeln. Dumme Nudeln die. So. Wow! Ui! Das ist jetzt wirklich knäbig gewesen. Hallo? Ah, unser Kopf, ja. So, das andere ist... Gibt es da irgendeinen Boden, der noch wackelt? Weil das ist das Einzige, was ich bis jetzt nie wirklich nachschaue. Ob es irgendwo noch einen wackelnden Boden gibt. Weil das ist mir jetzt eben aufgefallen bei einem weißen Verteidiger, dass ich das nie wirklich nachgeschaut habe richtig. So, genau. Weil das da hinten, das sieht genau aus wie unsere Fähigkeit. Hä? Jetzt funktioniert's! WTF, jawohl. Okay, was passiert? Abgrundschrei. Drücke kurz Kreis, während du hochhältst, um den Schrei zu entfesseln. Zauber verbrauchen Seelen. Fühl Seele wieder auf, indem du Gegner angreifst. Nice! Dann haben wir das jetzt nämlich auch schon bekommen. Ich habe es nämlich die ganze Zeit probiert. Wieso hat es jetzt funktioniert? Bei den letzten paar Mal nicht. Speziell. So. Dann würde ich jetzt aber sagen, wir schauen jetzt schon am Abgrund unten dran an, ob wir noch irgendetwas finden. Bin mir nämlich ziemlich unsicher, ob wir da unten sogar einen Gegner haben und ob wir den vielleicht nochmal herausfordern können. Ja, komm. So. Und ob es da vielleicht irgendetwas gibt, das runtergeht, aber für das müsste ich einfach genauer schauen. Ob es da irgendeinen Riss im Boden gibt, aber ich sehe schon fast nichts wegen der ganzen Skelett, die da rumliegen. Wir wollen es einfach mal ausprobieren, am Boden reinschlagen. Vielleicht haben wir ja plötzlich Glück und es funktioniert irgendetwas. Probieren wir es einfach mal da. Also da ist nichts, Ich weiss, es kommt gerade ein bisschen dumm über, aber ich muss wirklich genau schauen. Da. Auch nicht. Und da hat es auch nirgendwo Riss im Boden. Dann würde ich sagen, ich probiere es jetzt noch einmal da irgendwie. Da hat es auch nichts. Und da hat es genauso wenig. Probieren wir es. Ah, ich habe gar keine Seele mehr. Okay. Dann würde ich sagen, wir haben mal probiert, ob da irgendwie im Boden noch ein bisschen ruckelt, weil das hat mich jetzt noch interessiert, aber wie es aussieht, nicht wirklich. Und dann schaue ich jetzt mal ganz kurz schon rechts nach. Ich bin mir unsicher, aber ich glaube... Nein, da hat es keinen Boss gehabt. Ich glaube, da hat es gar keinen Boss gehabt, den wir haben bestiegen können. Das heisst für mich, wir machen das eigentlich wieder auf den Aufweg. Aber dafür haben wir jetzt noch meine Fähigkeit können verbessern, also gegen Aufschlagen. Weil das hat mir jetzt schon die ganze Zeit noch gefehlt gehabt. Dann fehlt uns jetzt eigentlich nur noch mal irgendeinen Kampf, um auf die 1800 Essenzen zu kommen. Dann fordern wir den weißen Ritter heraus und dann bringen wir langsam das Spiel zum Abschluss. So. Der Weg da ist fast schwieriger als alles andere bis jetzt im Spiel. So. Wie komme ich jetzt noch weiter rauf? Muss ich da nach rechts, nach links? Ah, da geht es weiter. Okay. Wupp. Gut, das Gumpen haben wir schon mal plus minus gut im Griff. Das war Fehlklick von mir. Nein. Oh. Mann. So, dann machen wir uns auf den Aufweg. Let's go. Nein, Mann. So. So, jetzt sollten wir, glaube ich, langsam oben ankommen, aber da geht kein Weg weiter. Ah, da hinten. Okay. Der Abgrund. Einfach mühsam, um da, wenn man mal da unten war, wieder raufzukommen. So, und da sind wir schon wieder. Nice, wir sind oben angekommen. So, das heisst für mich, wir gehen jetzt nochmal zurück aufs Bänkchen. Und dann müssen wir mal zusammen schauen, wo wir genau sollen hingehen. Oder wer wir genau noch könnten, nochmal herausfordern.
Dracula. Ich bin ziemlich unsicher, ob man in der Garten der Königin nochmal herausfordern könnte. Der eine Kampf, den wir hatten. Muss ich nochmal schnell schauen, wie der geheissen hat. Genau, ich schaue jetzt da mal schnell durch, wer mir als Gegner alles hatte. Genau, ob man der abtrünnige Herrscher, ob man den nochmal herausfordern kann oder nicht, aber da bin ich mir ziemlich unsicher. Dann müssten wir auch nachschauen, ob wir den Schwarmritter nochmal herausfordern können. Aber nochmal extra dort hingehen, zum durchkommen. Der zerbrochenes Gefäß hätten wir auch noch, aber ich glaube eher weniger. Der Nosk sollte tot sein, komplett. Ich glaube nicht, dass wir den nochmal herausfordern können. Die kristallisierte Hülle, also der Boss davon, in den Kristalldings. Genau, weil den Dungeon-Verteidiger haben wir ja jetzt besiegt. Danach haben wir den weißen Verteidiger besiegt. Der Sammler glaube ich nicht, dass wir den nochmal herausfordern können. Ja, außer die Mantisfürsten. Aber ich bin mir ziemlich unsicher, ob die nochmal herausforderbar sind. Schauen wir einfach mal gemütlich schnell durch, wo wir überhaupt alles schon mal besiegt haben. Genau, also den da haben wir ja wirklich tierisch auf den Keks bekommen. Der macht mir auch tierisch Schaden, wenn er mich mal verwünscht. Der Kampf ist mir ungeheuer schwierig. Darum, wir müssen noch mal schnell umschauen. Ich würde sagen, wir rühren uns jetzt einmal schnell durch. Und dann würde ich sagen, dann schauen wir, sonst müssen wir wirklich nochmal den Dungeon-Verteidiger herausfordern. Weil ich, also ganz ehrlich gesagt, einen lieben Hinweis in die Kommentare. Wenn ihr einen Hinweis hättet, wo genau ich wirklich hingehen könnte und wo ich genau nochmal kämpfen könnte, dann schreibt es mir doch bitte liebend gerne in die Kommentare. Ich würde mich tierisch darüber freuen, weil jetzt gerade momentan bin ich ziemlich planlos. Wisst ihr, wo ich noch eine Maskenscherbe bekomme? Schreibt es mir liebend gerne in die Kommentare, genauso wie, wo ich nochmal einen Bosskampf machen könnte oder also zum nochmal Essenzen einsammeln. Weil jetzt fehlt uns ja wirklich nur noch ein einziger zum erreichen, plus noch eine einzige Scherbe, um nochmal ein Leben zusätzlich zu bekommen. Und es wäre natürlich ziemlich nice, wenn wir das irgendwie würden anbekommen. Aber das andere weiss ich nicht, ob wir irgendwie nochmal gegen den Dings könnten kämpfen ganz. Ja, mühsam. Wir müssten nochmal nachschauen. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir doch einen kurzen Cut. Danke euch vielmals fürs Einschalten, ich hoffe, es hat Spass gemacht. Wir sind langsam kurz vor dem Ende. Und ich würde sagen, wir sehen uns sonst wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, eine Runde Hollow Knight mit eurem Schweizer. Danke fürs Einschalten. Lasst doch ein Abo und ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Bis dann. Ciao.